stellen dann Herr Noder mat der Mo dat hier froh mat. Herr Präsident, das Geschicht von einem kleinen Jungen, nennen wir Klein Leo, den 2010 an einer beschaulicher Ortschaft am ländlichen Raum wohnt. Der kleine Leo wird von seiner Mom auf Post geschickt, bei den Bäcker, bei den Metzler, an die Librerie, an den Zeitungsboutique. 2020, der kleine Leo ist inzwischen Zeit groß gehen, als bisschen an der Weltgeschichte rumkommen, kommt zurück als eine beschauliche Ortschaft an den ländlichen Raum. Er sieht zu seinem kleinen Tom, gehen wir auf Post in Hamburg kaufen, bei den Bäcker ein Pond Brot, an der Epicerie ein Liter Milch. Leider muss an der Zwischenzeit der große Leo feststellen, dass sein kleiner Tom nicht mehr so einfach die Kommissionen machen kann, wie hier nach 10 Jahren vordrun. Der kleine Tom, wenn hier nach Chance hat, ist nach ein Post an der Ortschaft, mir nicht mehr am Zentrum, mir irgendwo oben auf der Kopf von der Ortschaft. Den Tom muss also schon den Bus oder den Velo holen, für seine Kommissionen können zu machen. Dadurch, dass die Post nicht mehr am Zentrum ist, wird der Bäcker zugemacht, der Metzler zugemacht, die Epicerie zugemacht, Kleidergeschäft und die Librerie zugemacht. Die Damen und die Herren, das ist Konsequenz von blau-rot-grüner Politik am ländlichen Raum. Ja. Oh, Herr Präsident, Wen als Bürgermeister von dem Dorf? Herr Präsident, So, Herr da ist, Präsident, Herr große Leo, so da ist wen als Bürgermeister von dem Dorf. Ein Foto lo lang den Herr Gloden. Herr Machti steuern. Put einfach hier. Ich will just den Herrn Machti Bartolomeo antworten. Madame Tess-Bourton war Präsidentin vom Geschäftsverband von der Ortschaft. Wir sind ein kleines Land. An Obausen verkaufen wir uns als Land von der kurzen Wehr. Ein Land, wo jeder seinen Platz soll haben. Letzte Woche haben wir heute vom PIB, vom Bien-être geschwärzt, und vom Armutsrisiko. Das ist der Satz gefallen, wenn es dem Land gut geht, dann geht es seinen Leuten gut. Aber da kann man gucken, mal, der PIB vom Bien-être am ländlichen Raum. Am Koalitionsakkord steht, les zones rurales sont soutenues par une revalorisation des noyaux villageois par le biais d'une politique d'encouragement pour y implanter des services élémentaires. Pour y implanter des services élémentaires. Et muss feststellen, dass just das Contraire geschieht. Kein Post, kein Polizeikommissariat, kein Geschehen von den Banken mehr. Echec total. Den 8. Juni habe ich am Beitrag am Lützeburger Wort geschrieben, Neuer Osten, neue Zukunft. Den do abgefeierte Sachverhalt an Lesungsvorschläge kann ihn auf den ganzen ländlichen Raum ausweiten. Der CSV leitet die Entwicklung vom ländlichen Raum Herz. Wir haben schon damals als CSV Osten diesbezüglich eine Kongressresolution geholt, wo wir eine Reihe Lesungen vorgeschlagen haben. Und ich lese, Herr Präsident, dass den DP-Deputierten aus dem Norden André Bauler an dem Dialog mit dem Anouk Böver-Till von der CSV den 29. Januar am Lützeburger Wort derselbe Constat an dieselbe Zeugen hört. Herr Bauler, willkommen an der CSV. Herr Präsident, eine bessere Regionalpolitik, sprich eine mehr poussierte Dezentralisation, gäbe auch den Trafiksproblem an die Direktion Stadt Lützeburg lesen,
an die Lebensqualität von jiderem hier am Land mehr groß machen. Mein Beispiel für Firdrun weist den tagtäglichen Challenge von vielen von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürger am ländlichen Raum. Ja, an denen Migräs restiert vom ländlichen Raum, gibt es nach einer Reihe Servicepubliken, gibt es nach Geschäften, gibt es nach einem Postguichet und nach einem Polizeikommissariat. Mehr viele kleine Ortschaften gibt es das nicht mehr, weil einfach alles aufgezündet. Die Regierung ist sich nicht immer bewusst, dass wenn in all die Sachen aufzeigt, dass es dann zum Aussterben vom gesellschaftlichen Leben am ländlichen Raum kommt. Es muss zu einem regionalpolitischen Umdenken kommen, wenn wir vom Bien-être schwätzen, also von Lebensqualität, Wohlbefinden, ja, harmonischen Zusammenleben. Kommt, wir helfen den Leuten am ländlichen Raum, dass der Country Lifestyle, der ja viele Leute gerne den Weekend am ländlichen Raum sichern, eine Zukunft wird. Ich will nicht, dass der ländliche Raum zu einem Freilichtmusee, Stil Ekomusee oder Roscheider Hof geht. Realpolitik für den ländlichen Raum am Platz Hochglanzpolitik für den ländlichen Raum. Ein paar Konstanten an Lösungsvorschläge. Erstens, Servicepubliken. Nein, an nachher nein zum Aufbau von den Servicepubliken am ländlichen Raum. Ja, nicht alle Ortschaft kann staatliche Verwaltungen abholen. Mehr größeren Ortschaften am ländlichen Raum, besonders die Ministerien und Verwaltungen, die am ländlichen Raum tagtäglich schaffen, müssen können sich am Kader von einer poussierter Dezentralisation am ländlichen Raum können niederlassen. Holen wir das Beispiel vom Labo von der Aster. Die soll bei der Ackerbauschule kommen. Klein, sie fertig, mit dir hat die Regierung das Projekt gestraft. Die Naturverwaltung ist mit seinen Antennen richtigen Weg. An dem Kontext sollen nach mehr Antennen für landwirtschaftliche Verwaltungen an ländliche Regionen gesagt gehen. Es ist der Michel Wolter sein Allen, aber politisch nach immer jungen Landesplanungsprinzip von der dezentraler Konzentration den Heim muss spielen. Ein anderes Beispiel. Kadasterverwaltungen sind aufgezogen am ländlichen Raum. Demals als es gesagt gehen, das gibt keine Rolle spielen, über die Informatik gibt das gerade so schnell geschehen, wie Demos, wo Leute physisch präsent waren an den Ortschaften. Ich so nicht, das ist falsch. Früher konnte nach einer Kadasterabmessung innerhalb von einem Monat. Heute werden 7, 8 Monate für überhaupt mal die Ausmessung zu kriegen von den Grundstecker. Bravo, Logementspolitik. Die Fachschule von den Service Primären, die könnt lachen, Herr Bausch. Das ist Todesurteil für das Business am Zentrum von den Ortschaften. Wenn Service Primäre fortziehen, hält der Bäcker ab, hält der Metzler ab und hält dann auch die Librerie ab. Über die Polizeikommissariate will ich heute nicht angehen, da steht noch eine weitere Debatte und nicht mehr so viel. Auch das Sicherheitsgefühl am ländlichen Raum ist wichtig. Aber wenn wir den richtigen Schritt zu der richtigen Dezentralisation machen, könnte doch zu einer Verkehrsentlastung an den großen Städten. Schaffen, wohnen, müssen bei ihnen kommen, auch am ländlichen Raum. Aber wenn dann die Digitalisation angefordert wird, als Argument, für das die nicht mehr Servicepubliken mehr an den Ortschaften bereicht, dann muss Digitalisation aber auch eine Chance sein für den ländlichen Raum. Teletravail, Homeoffice. Pour Frauen und Regierung. Was ist heute der Pourcentage vom Teletravail? Wie sieht konkret Strategie aus von der Regierung? Ich erinnere hier an die CSV-Motion vom 25. April 2019. Ja, Digitalisierung bietet reelle Chancen für den ländlichen Raum. Weil an der digitalen Welt gibt es eigentlich kein Zentrum und keine Peripherie mehr. Das Zentrum ist überall da,
wo mein Computer an mein Handy ist. Hier gesehen ich also ein riesiges Potenzial auch für den ländlichen Raum. An einen warmen Appell. Der ländliche Raum besteht aus viel Natur. Ein klares Ja zum Naturschutz. Mit Leid wollen auch do leben, schaffen, und sich wohlfühlen. Überdrivenen an ideologischen Natur- und Umweltschutz lernt Leid feiert zu Frust bei der Leid und zur Auflehnung von sogar gut gemengten Naturschutzinitiativen. Und das ist doch halluzinant. Eine große Stadt wie hier an der Stadt gibt Pilotprojekte initiiert, wo wir wollen Generationen bei ihnen auf einer Parzelle zusammenleben lassen, mit dem Argument für zu sagen, wir müssen das Gefühl von der Dorfgemeinschaft hinkriegen. Und da, wo es natürlich besteht, am ländlichen Raum, durch die Regierungspolitik, wird das Dorfgefühl aufgeschärft. Sehr ridikül. Zweiter Punkt. Kommen wir zur Mobilität. 2000 habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um an die Stadt zu kommen. Heute brauche ich 1,5 Stunden. Es ist viel von den Kollegen de Tuborg Question parlementaire gestaltet gehen über den öffentlichen Transport. Und auch notamment auf Druck von der CSV muss ich den Minister felicitieren für die Verschaffung von dem RGTR-Plan, den wir in einem Göster am Osten vorgestellt haben. Der Kollege Marco Schank hat nach letzter Woche eine Question élargie, wo der Minister uns erklärt hat, dass es zu einer richtigen Kooperation kommt zwischen seinem Ministerium, die Gemengen und noch viele Privatleute, die mit ganz vielen Ideen kommen sind. Schon hören, so eine Versammlung war auch schon zu reden. Da war es nicht gerade so losgegangen wie gestern bei uns zu Grevemecher. Wir haben uns, Herr Minister für den Osten, mit paar Exceptionen, ich denke nur mein Kollege Bürgermeister von Monternach, als da ein ganz gut Arbeit gelöst gehen. Es muss nur just eine regelmäßige Evaluation gemacht gehen, und aber auch vielleicht gucken, dass nach no 11 Uhr abends, besonders für die Schulen, nach könnte Bussen an Zukunft fahren, weil lieber halb besatte Bussen anstatt für die Jugendlichen wie in dodische Jugendlichen auf der Straße samt der Weekend. Dann die Ortschaften, die lernst Grenzen wohnen. Ja, und da gehe ich dem Minister recht, wir haben doch nicht alles selber an der Hand. Zum Beispiel Moselaufstieg, wenn als deutsche Kollegen nicht notzählen, da kennt der Moselaufstieg nicht. Dafür kann auch die Lützeburgische Regierung nicht. Mit da, wo wir es selber an der Hand tun, muss man aber fertig bringen, an einem raisonnablen Delay etwas zu erholen. Wie zum Beispiel die Sekurisation von der N7, Contournement von Diepesch, der Max Herrn als Loneto, Contournement Irsternach, Trafik durch Stanzegas zu Rewisch, Madame Minister, Contournement Nordstadt, an Contournement Hesper. Alles Projekte, wo lang drüber schwätzt, aber wo nach nichts geschieht. Dritter Punkt, die wirtschaftliche Entwicklung. Madame Anouk Böver-Thiel von der CSV hat an dem Interview gesagt, wir brauchen Klein- und Mittelbetriebe. Wir brauchen so einen artisanalen, und wir brauchen regional Guicheten, die Gemengenautoritäten unterstützen, da wir nach Handlungsbedarf all'image von den Verwaltungen, von den Naturverwaltungen so Guicheten an den Regionen für den Entreprisen an der Gemengen zur Seite zu stehen, für die Prozeduren so schnell wie möglich über den Tisch zu kriegen. Bürosgebäude, besonders Landgrenz, wenn wir wollen, den Coworking und den Teleworking unterstützen. Die Chinesen bauen an 3 Wochen ein ganzes Gebäude, wir bauen mal nicht an 10 Jahren 2 Bürosgebäude. Will ihr Lösungen schaffen, Herr Minister, brauche ich noch Verkehrsstudien. Und ich muss sagen, so schwätzen ich als Bürgermeister von der Stadt Grevemecher, sind enttäuscht. Wir haben eine große Verkehrsstudie gemacht für den Trafik
Uwen mat der Opfahrt Autobahn für die ganze Region mat der Wecker Gar SES zu enkadréieren. Wir kruten do mündlich gesot, wir gefen do dat mat bezuelt kree vun Dich, lo krut mar Brief vun Dich, do gefe kein finanziell Mittel dofir zur Verfügung stoen. Es si secher no engagiert, guck der dat nach einkehren do. Wir kruten dat vun engem Beamte vun Ärer Verwaltung gesot. Ja, da muss net responsabel fir d'Organisaun vun Äre Ministerien. Ich wollte Herr Gloden immer so am Staat dat Regierung décidéiert net Beamte. Eng besser Vernetzung och tschen de verschiedene Zonen industriell, artisanal, kommerzial an de Gern, wie man dat probieren och mat der Wecker Ger ze machen. Do si immer an engem ganz konstruktiven Dialog mat Minister. Dann auch nach einem Punkt zum Kadaster von den Kommerzen. Ich hatte da eng vorgestellt, leider konnte ich da keine zufriedene Antwort vom Herrn Minister. Es wäre wichtig, ich bleibe dabei, ein Kadaster von den Kommerzen an den Wirtschaften abzuführen, dass weiß, was fehlt und dass gezielt kann, auch zusammen mit anderen Gemengen eine Aktivpolitik betreiben. Dann feiertens vielleicht zu einem wichtigsten Punkt, den zu der Lebensqualität am ländlichen Raum soll beidrohen, mit sinnisch Versorgung. 200 Jahre gefehlte blau-rot Gesundheitspolitik waren totalen Eschek am ländlichen Raum. Kein eng Maison Medical am Osten. Die Ambulanzdienste musste verbessert gehen. Seit 2009, dat ich hier an der Chamber sind, zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus allen Parteien kämpfen wir für eine wesentlich bessere Versorgung am medizinischen Bereich am ländlichen Raum. Der blaue Minister hat nichts gemacht, und die Rotministerin hat nichts gemacht. Da finde ich, müssten aber schmunzeln, Madame Hartmann, dass an der Budgetdebatte bemol letztes Jahr medizinische Versorgung für den ländlichen Raum entdeckt hat. Aber wenn de lo medizinische Antenne solle gehen am ländlichen Raum, sieft dat Maison Medical oder Antenne vu Spideler, dann ass het jeweils den Bojameestren a Kombination mit Privatinvestoren an mat de Spideler zu verdanken, dat dolo et soll vir goen an. Ich bleibe fair bisssen dank dem vierchte Gesundheitsminister, den het erkannt hat, dat do muss dat du Noholbedarf ass. An dofir mat der Minister eng froen Jech, wo kommen lo genau die geplanten Spidolsantennen am ländlichen Raum hin? Fünftens, ja, et gi noch Wirtschaften a Landschaften am ländlichen Raum, wo het net méiglech ass, all dat hinzusetzen, weil geografisch Gegebenheiten ewe sinn, dat du Äckerlanders, Wingerten, geschützten Büscher, geschützte Landschaften. Dann ich komme op Förderung von der CSV zurück am Kader von der Gemengefinanzreform. Das Gemengen müssen finanziell unterstützt gehen mit einem anderen Umverteilungsschlüssel, wie das haut an der Gemengefinanzen vorgeschlagen ist. Ich will doch, Herr Präsident, eine Motion lehen, die all das Punkte abwerft. Ich komme zur Konklusion. Wir gehen als Land weiter in Richtung 1 Millionen Einwohnerstaat. Ein großer Teil davon wird auch in Zukunft wollen am ländlichen Raum wohnen und hoffentlich in Zukunft auch hier können schaffen. Ja, der PIB vom Bien-être soll der Gradmesser für Lützeburg gehen. Lützeburg, das Staat a Land, a für allem seine Leute, denen es überall soll gut gehen. Es geht uns also nicht eine rein ländliche Raumromantik von Viergest, aber es geht eine ländliche Raumpolitik a Vision mit den Leuten für morgen. Und das mit greifbaren Resultaten und Terrain. Dafür, Herr Präsident, steht CSV für eine verbesserte Lebensqualität am ländlichen Raum. Weil es eben nicht just ein Raum ist, sondern ein Stück heimisch und auch ein starkes Stück Gemeinschaft von dem, was wir Lützeburg nennen.
eng Gemeinschaft, an der d Leiit an hiet Liewen am Mëttelpunkt sinn. A genee so muss auch eng neue Zukunftspolitik fir de ländliche Raum sinn. Kein Politik just fir de Raum, mé fir a Matteleit am ländliche Raum. So nicht merci. Merci vielmals, Herr Gloden.